Alola in Alola, liebe Zuschauer. Ja, lange dauert es nicht mehr, genauer gesagt sind es noch ein paar Tage halt bis mit dem 23. November. Dann endlich ist es soweit und Pokémon Sonne und Pokémon Mond erscheinen auch in Europa. Tja, jetzt ist nur die Frage, so ein paar Tage vor seinem Release, welche von beiden Spielen soll ich denn eigentlich let's playen? Weil beide miteinander wäre ein bisschen doof, geht nicht wirklich. Oder vielleicht doch? Ja, haben dann natürlich schon ein paar Gedanken gemacht, weil, ja, wie gewohnt halt, wenn es so zwei Editionen erscheinen, wir wissen mittlerweile schon ein paar Dinge. Ich meine, es sind eigentlich Dinge, die in jeder Editionsreihe der Generation bisher eigentlich so waren. Im Sinne davon, dass halt pro Edition halt auch sogenannte editionsspezifische Pokémon erscheinen. Sprich halt Pokémon, die nur in einer Edition erscheinen, der andere nicht. Okay. Dann sehr wahrscheinlich natürlich auch die legendären Pokémon, das, die beiden Cover-Pokémon halt vor allem, die halt nur in jeweiligen Editionen fangen kann. Wie gesagt, sehr wahrscheinlich halt. Und vielleicht noch hier und da noch ein bisschen was anderes, was eben nur in der jeweiligen Edition geben wird. Ja, da stimmt natürlich auch schon die Frage, okay, wie machen wir das am besten? Generell halte ich es eigentlich doch so, dass ich dann eben halt wie jetzt so ein Infovideo mache und die Fragen euch weiterleite. Weil es ja natürlich auch oftmals so, dass man sich halt selbst sagt, okay, ich kaufe mir eine Edition, spiele durch und gucke zum Beispiel ein Let's Play von der anderen Edition beim YouTuber, Let's Player, wie auch immer. Das ist natürlich die eine Variante. Andere sagen sich, okay, ich selbst zocke sowieso erst später oder vielleicht auch gerade jetzt, spielt ja gar keine Rolle, aber ich habe da halt mehrere YouTuber, Let's Player, die ich da halt gerne gucken würde und dann zockt Sonne, wäre halt doof, wenn dann auch Pokémon Sonne zocken würde. Als Beispiel. Daher dieses Video auch dafür, dass ihr euch halt, dass ihr auch halt selbst auch das äußern dürft, könnt, beinahe gesagt müsst, ne, natürlich nicht, dürft, sollte, auch Mitspracherecht und alles. Das natürlich schon, was ihr halt gerne von mir sehen würdet, natürlich auch welcher Starter-Pokémon war. Ich denke vor allem die zwei Dinge sind halt vor allem für die ersten paar noch sehr entscheidend, welche Edition plus welcher Starter-Pokémon. Natürlich kann ich euch noch sagen, wie ich mir das so gedacht habe, beziehungsweise halt eine Empfehlung quasi aussprechen. Und eigentlich wollte ich gerne was anderes sagen zuerst. Ich würde sagen, generell so wie der Handhaben bei Sonne und Mond, das hatte ich ja damals bei Pokémon Aura, sprich Omega Rubin, ja auch so gehandhabt und war gar nicht mal so schlecht, das Spiel kam gar nicht mal so schlecht rüber. Weil auch da hat es natürlich die Frage gestellt, okay, Omega Rubin oder Alpha Saphir. Und dann war es dann doch so, dass wir uns schlussendlich für Omega Rubin entschieden haben, mit Flaming als Starter-Pokémon, ja. Aber ich es dann so gemacht habe, dass ich halt parallel dazu privat halt noch Alpha Saphir gezockt habe und dort dann die editionsspezifischen Events aufgenommen habe und diese quasi als Spezialparts angeschaltet habe. Beispiel jetzt mal. Angenommen, ich zocke oder Let's Play jetzt Pokémon Sonne, hauptsächlich, in der Playlist und so weiter. Und wir kommen in so einen Zeitpunkt, ganz doof gesagt, einen Zeitpunkt, wo das legendäre Pokémon auftaucht, das Cover-Pokémon. Okay. Sehr wahrscheinlich taucht das Pokémon Mond hier auch an der Stelle auf. Aber entweder, also natürlich wird das Pokémon anders sein, okay, die ganze Hintergrundkulisse, Story vielleicht ja auch, könnte ja auch sein. Und dass ich das dann nach diesem Auftauchen halt in Pokémon Sonne, eben auch in Pokémon Mond noch ganz kurz zeige, in 1, 2, 3 Parts, wie lange es halt auch dauert, spielt gar keine Rolle. Aber so hätte ich dann zumindest auch von beiden Editionen das Beste gezeigt oder halt, dass es wirklich unterschiedlich ist und halt das eine Spiel komplett noch gezeigt. Das wäre jetzt so mal meine Gedanke, dass wir das auch so handhaben würden. Und eben auch hier werde ich es sowieso so machen, also egal ob jetzt Sonne und Mond Let's Play, ich werde ohnehin das andere Spiel noch privat zocken. Das hat auch noch andere Gründe. Geht auch vor allem darum, wie gesagt, auch wegen Oras zum Beispiel noch, aber mittlerweile auch ziemlich viele Pokémon angehäuft. Mittlerweile sind es, glaube ich, etwa 719 Pokémon. Ja, stimmt, fehlen bloß noch 2, genau. 719 Pokémon angehäuft und wäre natürlich doof, wenn die plötzlich da in der 6. Generation vergammeln würden, wa? Weil auch in Pokébank und so weiter aktualisiert sich ja alles. Und irgendwann sagt es Nintendo auch so, oder Game Freak halt, jo, ist alles aufs Aktuelle.
rüberziehen quasi. Der alte Dienst wird ausgeschaltet, ist halt nicht mehr aktuell. Auch natürlich Online-Kämpfe und so weiter. Sag ich mir halt so, okay, machen wir. Von Uras, bei Pokémon Bank vermutlich, oder, ja geht eigentlich schneller, war anstatt richtig zu tauschen. Pokémon Bank dann rüber, okay. Das Spezielle jetzt hier aber ist ja auch noch, dass ich einfach kurz mal ein Pokémon Gelb Let's Played habe. War sogar ein Live-Let's Play nach und dort habe ich ja vielen Pokémon Namen von den Stream-Zuschauern gegeben. Und das Geniale an Pokémon Sonne und Mond ist ja, dass wir die Pokémon von Rot, Blau und Gelb, natürlich nur von der Virtual-Konsole, aber trotzdem die können wir auch rüber transferieren. Also zum Beispiel könnte es sehr gut auch ein Wiedersehen mit Kai als Bisaflor oder Benny als Glurak oder wer fällt mir gerade noch ein? Xion als Schiller sage ich, als Turtok natürlich, Entschuldigung. Und natürlich Robert als explodierendes Relaxo. Finale. Oh. Ja, die rübertauschen, trainieren, neue Attacken beibringen, whatever. Was auch immer man halt mittlerweile in der 7. Generation machen kann. Also jetzt sicher richtig, richtig episch werden. Und ja, muss noch ein bisschen vorbereitet werden, obwohl ich habe mir so, ja, offenbar, angeblich laut Gerüchten, mir das nicht direkt ab Release zur Verfügung stehen, der ganze Transferdienst. Ich glaube, dass irgendwie Pokémon Sonne und Mond für Pokémon Bank ready ist, das dauert noch irgendwie bis Januar. Und dann bis Rot, Blau und Gelb auch ready ist für Pokémon Bank, halt quasi von 1. Generation und 7. Generation tauschen. Das geht sogar erst noch später. Also es kann sich ein bisschen hinziehen, wie sie das machen können, aber ich will es unbedingt machen, weil das ist, ich finde es ja auch eigentlich grafisch technisch, wenn du mal so überlegst. Wir haben Pokémon Gelb, Live-Let's Play, es sind noch auf YouTube hier vorhanden, das Let's Play und so weiter, alles schon und geil. Wir haben die gesehen, die ganze Grafik, die ganze Attacken und so weiter, erste Generation halt und zack, die gleichen Pokémon, im Prinzip das gleiche Team, alles eigentlich, ja, fast alles. Rübertransferiert auf 7. Generation, da nochmal ein Action-Szene, ist doch eigentlich echt geil. Ja, soweit dazu, was ich noch so geplant habe. Wie gesagt, während Telefon mir da einen Kommentar noch schreiben könntet, welches Spiel ihr gerne bei mir sehen würdet, plus welchen Starter. Er hat aber gesagt, wegen Vorschlägen, genau. Es ist ja so, Pokémon Sonne, Pokémon Mond, die haben beide ein Tag- und Nachtsystem. Der große Unterschied ist, wenn zum Beispiel Pokémon Sonne um 12 Uhr mittags zocken, dann ist in-game auch wirklich hell. Es ist Tag, logisch. Bei Pokémon Mond allerdings ist das Ganze um 12 Stunden nach hinten verschoben. Also sprich, wenn ich 12 Uhr auf der internen Uhr habe, ist irgendwie nachts. Was ja auch so einen Vorteil hätte. Ich meine, wenn ich dort dann nachts zocke, ja, Mitternacht quasi, ist dort allerdings Tag, während auf der Sonne irgendwie halt Nacht ist, logischerweise. In diesem Sinne, okay, das ist noch interessant. Man zockt eigentlich Pokémon Sonne, meistens natürlich tagsüber, also wenn es auch in-game tagsüber ist. Pokémon Mond allerdings, wenn es eher Nacht ist. Mal überlegen, wir haben die 3 Starter-Pokémon, da die Eule, die Katze und die Robbe. Moment, Bautz, die Pflanzenflugeule. Übrigens, Pflanzen starten mit Typus Flug als Dualtyp. Endgeil. Dann die Katze Flammiauer heißt die, genau. Und dann haben wir natürlich noch die Robbe, das ist Robbal, glaube ich, oder? Ja, guten Namen, da kann man noch sagen, was man will. Aber trotzdem, eigentlich, wie ich finde, alles 3 gute Starter. Mittlerweile kann man auch so mittlerweile noch die Typen und wie sie sich entwickeln und so weiter und die Attacken davon. Und es sind eigentlich alle 3, würde ich mal behaupten, ziemlich cool. Trotzdem, die Entscheidung natürlich immer ein bisschen schwierig. Ich denke jetzt mal, so was ich so gehört habe, von wegen Flammiau und Bowser, sprich der Eule und die Katze werden am häufigsten verwendet werden, weil die Robbe, man startet sie meistens ja männlich und die Robbe sieht mit der Endentwicklung eher weiblich aus, dass viele Zocker abschrecken würde. Wer weiß. Jedenfalls mein Vorschlag, was ich mir so überlegt habe, von wegen, Pokémon Sonne tagsüber, Alola, also quasi, ja, natürlich ziemlich heiß und so, okay. Da wäre doch eigentlich ein Feuer-Pokémon ideal. Das liegt eigentlich direkt auf der Hand, wa? Also würde ich Pokémon Sonne, Let's Play, nehme ich halt Flammiau als Starter. Bei Pokémon Mond, bisschen schwieriger, nachts über. Allerdings, warte mal, haben wir ein Tier, das irgendwie nachtaktiv ist? Logisch, eine Eule, die ist nachtaktiv. Okay, warum nicht also Bautz? Also Pflanzenflugstarter in Pokémon Mond und den Feuerstarter in Pokémon Sonne. Auch mal so als Beispiel jetzt, wie gesagt.
natürlich alle selber sagen, können ja sagen, nee, Pokémon Mond, aber Robball, weil Robball nimmt sowieso keiner, weil so bei dir ja gucken, Michael. Könnt ihr auch vorschlagen, ne? Wie gesagt, ich bin da offen, war einfach nur so ein Vorschlag, wie es gerne, also wie ich es gerne, nee. Nee, eben nicht wie ich es gerne, wenn ich einfach nur so Ideen gemacht habe und wie ich es gerne präsentieren würde. Doch, also doch gerne. Ja, wie ich es auch gerne vorschlagen würde. So rum. Alles weitere, ja, ist jetzt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht schwieriger, aber ein bisschen delikater, sag ich jetzt mal. Jetzt, wenn das Video so halt so hochlade, ist es vermutlich weltweit die Spiele gerade mal 1, maximal 2 Tage raus, aber natürlich sind trotzdem schon alle relevanten Infos online. Sprich, welche Pokémon gibt es alles, welche Alola-Formen, die Ultra-Bestien, welche Typen, neue Attacken, Fähigkeiten, Z-Attacken, hast nicht gesehen, etc. etc., Statuswerte und so weiter und so fort. Du kannst natürlich schon überlegen, okay, welche Pokémon nehme ich ins Team mit? Ich habe da auch schon so eine ungefähre Idee, was ich nehmen würde. Würde euch aber in der Hinsicht schon nur würde, wa? Natürlich auch noch die Gelegenheit geben, dass ihr zum Beispiel sagen könntet, okay, wenn du diese Pokémon fängst, das Beispiel jetzt, nenn es doch bitte nach meinem Namen. Könnt ihr gerne auch hier, also natürlich auch während des Let's Plays, live, laufen natürlich in die Parts reinschreiben, in die Kommentare. Gar kein Problem, wir können auch sonst irgendwie dann während des Let's Plays mal einen Namen ändern, geben, einen Namenswert und so weiter und so fort. Überhaupt kein Thema. Oder aber ihr schreibt mir halt eure Namensvorschläge bereits jetzt hier unter dieses Infovideo. Gar nicht mal so schlecht, wa? Also wie gesagt, Namensvorschläge für gefangene Pokémon, plus welches Spiel, Sonne oder Mond, und natürlich welchen Start ihr gerne haben wolltet. Wegen der Wahl des Charakters, wa? Männlich oder weiblich vor allem. Generell kann man auch das noch angeben, wenn ihr sagen, zockt doch eine Frau, weil kein Let's Play das sonst machen würde. Ja. Ich nenne sie aber nicht Maike, nur mal so noch erwähnt. Naja, ist ein Insider, aber trotzdem. Muss ich sie mal erwähnt haben. Das ist natürlich eine Option. Ich habe mir eigentlich eher gedacht, dass ich halt trotzdem auf Sonne und auf Mond jeweils einen Jungen nehme. Logischerweise. Aber die halt unterschiedlich kleide, was man durchaus kann, und natürlich auch eine unterschiedliche Hautfarbe habe. Nein, ich bin kein Rassist, aber wenn man schon die Möglichkeit hat, die Hautfarbe selbst zu wählen, kann ich auch ein bisschen rumexperimentieren, wa? Ist doch gar nichts dabei, Freunde. Jo, das wie gesagt sind mal so die Vorschläge. Ich glaube, ich habe sonst eigentlich nichts vergessen, weil alles weitere, ja, nach mit den ganzen Typen und so weiter im Team nachher haben werden. Kämpfe gegen auch natürlich auch noch, wenn natürlich auch Streams und so weiter dann mit der Zeit ein bisschen machen und so weiter und so fort. Das kommt alles, wenn es mal soweit ist. Jetzt, wie gesagt, ja, sind eigentlich mal die nötigsten Angaben, weil ich möchte dann doch mehr oder weniger alles weiter noch ein bisschen selbst live, blind, mehr oder weniger, also live, ja, live blind. Nee, halt alles ein bisschen blind doch noch erleben. Ich meine, klar, wie gesagt, ich bin auch schon ein bisschen zugespoilert worden, teilweise wollte ich sogar. Wegen gewissen, ja, sagen wir doch mal, Fähigkeiten oder halt, wie soll ich sagen, mehr auf die Pokémon bezogen war, auf neuen Pokémon halt vor allem. Story habe ich noch überhaupt nichts gelesen, zum Glück, will ich auch nicht, da will ich wirklich alles blind dann erleben. Ich hoffe auch, dass mir da nichts in den Kommentaren schreiben werden und so etwas, wegen Spoiler oder, wie sagen wir dann schon wieder, weiß den Namen nicht mehr. Backside Gaming. Nee, heißt irgendwie anders. Aber ist egal, spielt gar keine Rolle. Jo, ich muss sagen, das war's soweit. Was sagt der Part? Part sage ich schon. Doch, bald schon auf 14 Minuten, war. 15 sogar, bald schon. Alter Falter. Jo, das soweit dazu. Spiel geht los am 23. November. Also wenn ich das Spiel bereits habe, ich hoffe es natürlich. Kann natürlich sein, dass irgendwas passiert und das Ganze erst einen Tag später kommt oder 2 Tage oder vielleicht gar nicht. Ne, ich hoffe es natürlich auch schon nicht, aber wenn es klappt wie geplant, am 23. November, geht's los mit Pokémon Sonne oder Mond, je nachdem wie ihr auch entschieden habt und alles weitere gucken wir dann. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und hoffentlich bis in die Alola-Region. Ciao zusammen! PS. Ich hab's natürlich nicht vergessen, wegen der Demo noch von Sonne und Mond, ja, da kann man ja auch noch ein paar Dinge nachher auf die Full-Version rüber tauschen. Gut, ich habe jetzt so die ganzen Events, die es mittlerweile auch schon gibt, jetzt zwar nicht gemacht, weil es meistens nur so irgendwelche für mich doofen Items gibt, aber
Nicht vergessen, Freunde, wir können ja auch das Ash Quatschutsu überladen. Oh yeah.